Fließnackt platt. Hans-Werner, ich habe gelesen von dir, dass bei dir zu Hause platt gesprochen wurde. Ja. Von frühester Kindheit an. Ja. Ja, okay. Das ist so. Das hat sich auch ergeben, weil ich muss erstens mal sagen, bin ich froh, dass ich Bauhandwerker gelernt habe. Da wurde ja schon viel Plattdeutsch gesprochen. Ja. Und zum anderen bin ich froh, dass bei uns im Elternhaus durch meinen Vater, der auch gebürtiger Holsteiner ist, auch immer platt gesprochen wurde. 1978 kamen ja die Grünen mit in den Bundestag und dann gab es ja, die Elbe war ja mal der schmutzigste Fluss in Deutschland. Ja. Und da hat sich ja dieser Östmann, der hat ja damals die ganze Elbe abgesperrt und hat dafür gesorgt, dass die Leute aufmerksam darüber werden, wie verdreckt das ganze Gewässer ist. Und dann fing man ja auch damit an, als die Grünen mit in die Regierung kamen, dass man die Flüsse wieder aufbereitet hat. Und das war auch gut. Sonst wäre das heute ja noch so ein Mist gewesen. Ja. Damals konnte man keinen Stint essen, ne? Nee, da konnte man keinen Stint essen. Nee, da war das überhaupt nicht möglich. Und heute gibt es keine mehr. Ne? Und heute gibt es keine mehr, weil das wohl schon so sauber ist. Ich kann es nicht sagen. Ja, und das hat mich eigentlich ein bisschen inspiriert, überhaupt Plattdeutsch zu schreiben. Da habe ich dann die Pinner mal so dargestellt, wie ich sie gesehen habe. Und wie ein Fisch sie sehen muss. Das habe ich der Zeitung mal gegeben. Das Gute ist, ich kriegte auch immer eine gute Rückmeldung aus der Bevölkerung, dass sie sich da alle drüber gefreut haben, dass endlich mal einer sowas schreibt. Meine Geschichten sind immer irgendwo zum Lachen, aber auch sehr nachdenklich und da habe ich Wert drauf gelegt. Ich habe Zimmerer gelernt. Da, wie gesagt, da wurde ja ganz viel Plattdeutsch gesprochen am Bau. Ja. Und das ist natürlich auch eine Hilfe für mich gewesen, um das weiter zu betreiben mit dem plattdeutschen Schreiben. Die älteren Herrschaften, die sind der plattdeutschen Sprache ja ein bisschen mächtiger. Deswegen habe ich das dann auch berücksichtigt. Ja. Und die sind auch dankbar, wenn sie dann ein bisschen was auf Plattdeutsch vorgelesen kriegen. Und solche Geschichten, die sie an ihre Kindheit erinnern, da habe ich auch immer Wert aufgelegt. Ja. Dass sie irgendwie dachten, sie hätten das alles nochmal erlebt. Ja. Das war irgendwo ganz, ganz wichtig für mich. Anne Teichmann hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, Herr Wilhelm, warum machen Sie nicht endlich mal ein Buch von Ihren Geschichten? Ja. Und da habe ich gesagt, weil ich da bin ich noch nie drauf gekommen. Ich habe die Zettel alle, die liegen da alle so lose und die fliegen da durch die Gegend. Ja, sagt sie, machen wir ein Buch von. Ja, schön. Und dann hat sie mir dabei geholfen. Ja, der Bastölpel, als Meeresvogel weltbekannt, lebt seit 1991 jetzt auch auf der Insel Helgoland. Mit hellem Gefieder und schwarzen Flügelspitzen sieht man ihn dort auf den Felsvorsprüngen sitzen. Der Bastölpel nimmt's mit der Liebe nicht so genau und geht in der Kolonie einfach mal auf Männerschau. Sie legt dann leider nur ein einziges Ei und nicht wie andere Seevögel oft mehr als zwei. Mary, holst du mir bitte noch mal meine Brille? Ich kann noch nicht so gut lesen. Ja, das ist das nicht. Es ist doch erstaunlich, worüber man Gedichte und Geschichten macht. Ja, also mir fällt ganz schnell etwas ein und wenn ich irgendwo, wenn die Feder mich lässt und ich habe die richtige Geschichte, dann saust das auch nur so. Siehst du? Ich habe jetzt gerade wieder, soll ich auf einer goldenen Hochzeit was vorlesen, das ist nächstes Wochenende. Das mache ich dann ja auch gerne. Ja, klar. Ich bin ganz verliebt in unsere norddeutsche Landschaft. Ich mache zu gerne mit dem Fahrrad im Sommer fahren und dabei fallen mir natürlich auch immer Sachen ein. Hans-Werner, herzlichen Dank. Bitte. Ich glaube, man kann ganz gut nachvollziehen, warum du schreibst und wie du dazu gekommen bist und was dich bewegt. Ja. Und ich werde mal sehen, dass ich da einen schönen Artikel von mache. Ja, das würde mich auch freuen. Okay. Dafür herzlichen Dank. Okay.